Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei einem kleinen Modern Warfare 2 Match. Gutes, altes Match. Ja, und heute will ich mal euch ein bisschen was sagen. Heute diesmal über Sport und nächstes Mal über Metro 2033 und Metro Last Night Diavite, also das zweite Spiel. Ja, genau. Und oh Gott, es ist so lang her, seitdem ich hier Modern Warfare gespielt habe. Hey, Wahnsinn. Ich überlege mir das zu kaufen jetzt irgendwie für Xbox nochmal, weil ich habe es auf PC und auf PS3 und für Xbox habe ich es noch nicht, deswegen werde ich es mir wahrscheinlich kaufen. Ja, so, schön verkackt. Also, heute geht es um Sport und also nicht nur um Sport, heute geht es eigentlich um Winter. Und was man im Winter alles falsch machen kann, das grenzt schon an Scheiße. Hallo? Oh, hallo? Ja, weil im Winter wird man faul, im Winter wird man fett. Und also ich will nicht sagen, ich bin fett geworden, aber ich habe doch so, weiß ich nicht, 6 Kilo oder so zugenommen, ich fette Qualle. Und das kann ich schon mal sagen. Und deswegen ist wieder Zeit für Sport, jeden zweiten schönen Tag, aber nicht nur, nein, auch die Ernährung muss stimmen. Und ich will euch nicht sagen, verbraucht bloß jeden Tag 2000 Kalorien oder, was gibt's noch schöne Sachen? Ja, esst erst das und dann das und auf abends keinen Fall mehr Kohlenhydrate oder sowas. Ihr könnt essen, wie viel ihr wollt, Hauptsache, oh, wie kann man denn messern hier? Ach ja, auf E ist ja praktisch, ne? Hauptsache, man hat sozusagen weniger aufgenommen, als man verbrauchen kann. Also wenn man nichts macht, hat man einen Tagesverbrauch von ungefähr ein erwachsener Mensch 2000 Mensch. Ein erwachsener Mensch hat ungefähr 2000 Kilokalorien. Ohne Sport und so weiter, bloß Arbeit gehen, Schule gehen, nach Hause fahren und so weiter. Das sind 2000 Kilokalorien. Und ja, schön. Oh Gott, macht das Spiel Spaß. Ja, leck mich doch am Sack. Und man könnte jetzt da essen. Ja, eine Pizza geht schon. Aber das sind dann halt schon wieder so 600 Kalorien oder so. Die sind halt, nee, mein Gott. Ne? Man kann auch zum Burger King gehen, ja? Das ist auch nicht schlimm. Es gibt eigentlich, bist du dumm? Es gibt eigentlich kein ungesundes Essen. Es gibt bloß Essen mit viel Kohlenhydrate, ja? So läuft der Hase. Arschloch. Und die Idee ist eigentlich wirklich gut. Es gibt kein Essen, das ungesund ist. Es gibt nur Essen, wo eben, wie schon gesagt, kannst du mal die Waffe wechseln, du dumme Arschloch, ey. Es gibt bloß Essen, wo halt mehrere Kohlenhydrate hat. Also, weiß ich nicht, jetzt ein Burger, 200 Kohlenhydrate zum Bleistift, ja? Zum Bleistift jetzt bloß, ja, wie schon gesagt. Na, ich bin schlecht. Und ich weiß nicht, eine Semmel oder so mit Wurst drauf hätte 50, so zum Beispiel, ja. Das ist so ein Beispiel, wo man sieht, es ist ja nicht schlechtes Essen oder es ist nicht ungesund. Es hat einfach mehr Kalorien, ja. Und darauf könnte man achten. Man kann es auch anders machen. Man kann essen, was man will und man macht jeden zweiten Tag Sport. So habe ich gerade so eine Mischung draußen, weil das kleine problematische Problem bei mir ist, meine Knie, die sind ja sozusagen kaputt und ich kann es halt nicht belasten. Das heißt, ich kann nicht laufen. Also ich kann laufen, aber das tut halt sau weh, ne? Und ich kann halt sozusagen nicht springen. Also ich kann es, aber es tut weh. Und ich kann einfach mein Knie nicht belasten, ja. Es kann sein, dass ich wegknicke, wenn ich zum Beispiel eine Treppe hochgehe. Ist saudumm, aber es ist so, es wird besser, weil ich eben halt nicht mein Knie belaste. Aber es interessiert ja keinen, ja. Und deswegen mache ich halt jeden zweiten Tag Training. Und das könnte ich euch auch empfehlen. Man fühlt sich einfach danach besser, hey. Es ist einfach, ja, es ist sowieso gesund, aber man fühlt sich besser, es ist gesund, das ist ja logisch. Und, oh, der war ja schön, hey. Nein, der war nicht schön. Nein, der war nicht schön. Oh, fuck you. Und, was gibt's noch zu sagen, was ich gerade nicht vergessen habe? Zum einen, also erstens kommt hinter zweitens. Ja,
Ja. Und ja, solche Sachen halt, bevor ich jetzt hier, weil ich nicht weiß, was ich sagen soll, höre ich lieber auf. Weil es ist ja auch so, dass man, wenn man halt wirklich keinen Sport machen will, also wenn man die Idee, das Ding ausschließt, Sport, boah, nee, hey du, ich bin so faul, ich könnte nicht mal, wenn ich einen Preis für die Faulheit bekomme, ich würde ihn jemand abholen lassen, nee, ja, so faul bin ich. Ähm, also wenn man keinen Sport machen will, kann, soll oder darf, dann kann man einfach die Ernährung ein bisschen, ja, verbessern. Äh, Es ist wirklich nicht schwer. Also man könnte jetzt statt den süßen Keksen, könnte man ja Mandarinen essen oder Äpfel oder sowas. Das ist gesund, das mache ich gerne zurzeit. Weil es halt einfach, ja, es ist immer noch gesund. Also es ist gesünder als Kekse, es schmeckt besser. Ähm, und es ist einfach auch süß. Oder ich kann Apfel essen, Banane, wunderbar. Ich esse jetzt sau viel mehr Obst und so ein Dreck als wie vorher, weil erst so Obst, ne, muss ich ja schön. Aber ich denke eigentlich, das Ding ist, man will nicht, also man will meistens nicht explizit die Süßigkeit essen, man will meistens nicht explizit Kekse essen, außer es glustet einem danach, also man hat den Drang danach verlangen. Ähm, Das meiste ist ja, man will irgendwas zum Beispiel beim Fußball im Mund haben. Beim Fußball schauen will man irgendwie, ja genau, beim Fußball schauen will man irgendwie, ja, Knabberzeugs essen. Oh, die Runde war gut, finde ich, ja, die war nicht schlecht. Knabberzeugs essen und, ja, zum Beispiel die Hand in irgendwas drin haben und dann in den Mund führen. Dann einfach mal, dass man kaut, einfach, dass man abgelenkt ist von dem Fußballschauen, von der eigentlich unaktiven Interaktion. Und deswegen will man immer irgendwas essen. Und da kommen einem einfach Chips in den Sinn, ja. Ich esse halt nebenbei Mandarinen, Äpfel und so ein Zeug. Geil, oder? Meine Lasagne ist kalt, wunderbar. Ich sag mal danke fürs Zugucken. Bleibt so schön und bis zum nächsten Mal.